Da, Thomas Delia, Zuallererst möchte ich alle die hier begrüßen, die mich über das Internet hier hören können und insbesondere die Gurus und Tulkus und die Kalyana Mitras, die Mitglieder der verschiedenen Sangha und die Nonnen und Mönche und all die Dharma-Freunde, die über das Internet hier von der ganzen Welt her zuhören. Und ich möchte euch allen hier meine Grüße übermitteln. In den letzten Tagen war ich nicht in der Lage, hier zu lehren, weil ich in erster Linie mich nicht so ganz wohl gefühlt habe. Und ein Grund war auch, dass ich nicht so richtig habe sprechen können. Ich hatte meine Stimme war nicht ganz klar und ich hatte das Gefühl, dass es dann nicht so gut sei zu lehren. Und heute ist der letzte Tag unserer gemeinsamen Sitzung hier. Das ist der 13. Tag. Und aus der Lebens- und Befreiungsgeschichte von Mikio Dorje, der über die guten Taten, da war noch die 20. gute Tat übrig geblieben. Und ich glaube, es ist okay, wenn wir darüber jetzt nicht sprechen, sondern ich möchte, darin redet er über das, was die letztendliche Bodhicitta Herzenmut im Sinne eigentlicher Wirklichkeit ist und so weiter. Und danach spricht er darüber, wie die 6 Parameters, wie man ans Ziel gelangt ist, zu üben sind. Und darüber werden wir nächstes Jahr sprechen. Und ich denke, dann können wir wahrscheinlich die Lebens- und Befreiungsgeschichte von Meiji Dorje zu einem Abschluss bringen können. Und nachdem wir diese Lebens- und Befreiungsgeschichte genannt, die guten Taten, abgeschlossen haben, was ich dann im nächstes lehren werde, darüber sollten wir uns unterhalten und ihr solltet darüber sprechen. Was wäre vielleicht von Interesse für euch und so weiter. Darüber müssen wir Gespräche führen. Jetzt möchte ich über eine damit verbundene Situation sprechen, die mit der Lebensgeschichte von Meiji Dorje verbunden ist. Ich hatte immer auch schon verschiedene Situationen besprochen und eines Tages, als ich mich nicht so wohlgefühlt habe, dann liegt es nicht daran, dass das so schwierig ist, der Gegenstand nicht so schwierig ist, aber es sind so viele verschiedene Quellen, die zu Rate zu ziehen sind und das alles zu erforschen, ist nicht ganz einfach. In der Lebens- und Befreiungsgeschichte von Mikio Dorje darin ist ein Gegenstand, ein Thema enthalten, der es mit Shamma Rinpoche zu tun hat. Ich habe in der Vergangenheit ein altes Dokument, ein Manuskript bekommen, aber ich kann es jetzt nicht wiederfinden. Ich weiß nicht, wo es gelandet ist. Und so viel ich mich auch angestrengt habe, es zu finden, ich habe es bisher nicht auffinden können. Es sind so viele Texte hier, dass ich nicht genau weiß, wo ich es gerade abgelegt habe. Und ich denke, dass man darüber vielleicht dann besser im nächsten Jahr sprechen wird. Und heute möchte ich dann deshalb anstelle dessen über etwas sprechen, was mit den guten Taten von Meiji Dorje, seiner Lebens- und Befreiungsgeschichte zu tun hat. Und es hat damit zu tun mit mit der Art und Weise, wie er Nonnenunterricht hat. Und wie ihr alle wisst, gab es vor einigen Jahren verschiedene Konferenzen in Dharamsala zu diesem Thema der Bhikshunis, der vollordinierten Nonnen. Und dann habe ich von jemand einen Text bekommen. Ich weiß nicht mehr genau, wer es war, weil es ist ein Dokument verfasst von Zelik Nazok Rangdrol. Und bloß als ich sah schon, das hat es mich sehr überrascht. Und
Und ich denke, ihr werdet auch darüber überrascht sein. Und der Grund ist der, dass er sagt, dass darin das Mikhe Dorje Bhikshuni Gelübde gegeben hat. Der Text selber trägt den Namen. Zuerst möchte ich euch mal das Manuskript selber zeigen. So, das heißt die Geschichte darüber, wie die Lehre in den 3 Zelimon-Klöstern etabliert werden konnte. Und darin liest es, die Dame Jetsima Küncher Zomo empfing die volle Ordination durch den Herrn Mikhe Dorje und wurde eine Bhikshuni. Sie hat all die Regeln aufs Kleinste eingehalten, ohne Fehler und Makel. Und sie hat weiter über 100 von Nonnen unterrichtet in Shokyang Nonnenkloster und hat ihr ganzes Leben in makelloser Übung verbracht. Ein langes Leben, wurde respektiert und gepriesen von jedem in der Region von Taklong. Was darin heißt hier, heißt natürlich ist Mikhe Dorje in, sollten wir wissen, dass Mikhe Dorje hier und diese Zeit, die da genannt ist, Karmapa Mikhe Dorje bedeutet, weil die 3 Klöster von Zelek waren assoziiert mit Mikhe Dorje. Und es ist nicht nur einfach, dass er dort, das Erstaunliche daran, dass er dort Bhikshuni-Ordination gegeben hat, sondern das Erstaunliche daran ist, dass außer diesem Text und dieser Erwähnung in Zelek Rangchols Text ist nicht viel an anderen Stellen die Rede davon, dass er solche Ordination gegeben habe, auch in anderen Quellen nicht. Das ist erstaunlich. Wir sollten das weiter untersuchen. Deswegen bin ich da nicht vorher darauf gestoßen. Als wir diesen Text von Zelek Rangchol zu Gesicht bekamen, haben wir uns überlegt, welche Beziehung zwischen Mikhe Dorje und Bhikshunis bestanden hat. Und wir haben da weitere Forschungen angeschlossen. Zuerst haben wir uns da nicht sehr viel darum gekümmert, nicht darauf Obacht gegeben, aber dann, wenn wir aber das genauer untersuchen, da sind da viele, viele Punkte, größere und kleinere, die eine solche Verbindung herstellen zwischen den Bhikshuni-Ordinationen und den gesammelten Werken von Mikhe Dorje. Und er hat darüber sehr viel gesprochen, über die Bhikshus und Bhikshunis zu ordinieren seien und welche Art von Gelübden für Novizen, Mönche und Nonne und so fort. Und hat hindurch sein gesamtes Leben hat er darüber viel gesprochen. Wie auch immer, jedenfalls im Jahre 2004, als wir uns daran machten, die verschiedenen Verhaltensregeln für das Kagyü-Mönlam zu reformieren, da habe ich in dem Zusammenhang viele Texte über Vinaya-Rituale gelesen und Texte von Mikhe Dorje und wie man die Dharma-Roben trägt und wie man sie umlegt und wie man die Matte auslegt und all diese Einzelheiten. Darüber haben wir sehr viel gesprochen zu dieser Zeit. In dieser Zeit habe ich einen Text über Vinaya von Mikhe Dorje zu Gesicht bekommen, der meine Aufmerksamkeit auf dieses Thema der Bhikshunis gelenkt hat. Und deswegen haben wir auch in dem Kagyü-Mönlam eine besondere Sitzordnung geschaffen, die also einen speziellen Raum für die Nonnen, für die Bhikshunis vorsah. Und der Hauptgrund dafür, für diesen Text, der diese Rituale des Vinaya beschreibt, und was mich interessierte, war,
Und ich möchte jetzt erst den Titel hier zeigen und dann einen ersten Absatz, der euch vielleicht einen gewissen Eindruck vermittelt, worum es hier geht. Der Titel selber heißt also die Eingaben des Sangha, die Eingaben der Individuen, die mit dem Sangha Verbindung haben und die Eingaben von einzelnen Personen. Was ist die Bedeutung davon? Im Prinzip heißt es darin, dass die verschiedene Ausübung der Rituale hier, dass die für Frauen in Tibet es üblich war und angemessen, dann diese zu nehmen als volle Ordination und dass diese volle Ordination gegeben wird im Einklang mit dem Ritual für Männer und dass, wenn dann Bhikshunis aufgrund dessen ordiniert sind, dann sind sie auf der Grundlage des Sangha der Bhikshus und das Ritual wird an den verschiedenen Stellen dann anzupassen sein, ist ausschließlich im Rahmen der Tradition und so wie es auch in dem Sutra heißt, dass die vollordinierten Nonnen, also die Bhikshunis, ordiniert werden durch Bhikshus. Und in dem langen Kommentar von Tüdichen heißt es dazu, dass die Versammlung des Sangha der Bhikshunis ist ausschließlich im Sinne der Tradition und all die Handlungen, die da durchgeführt werden durch Bhikshus und Bhikshunis und so weiter, sind in keiner Weise unangemessen und dass, wenn dann, der Hauptpunkt ist ja, wenn da in Bhikshuni Sangha in Tibet zu diesem Zeitpunkt noch nicht vorhanden sein sollte, dann wenn dann an einer Stelle wenn dann Frauen Bhikshunis werden wollten, dann war das Ritual derart, dass der Bhikshu Sangha, die männliche Sangha, das männliche Sangha ihnen die Gelübde verleihen konnte und die Rituale müssen an verschiedenen Stellen angepasst werden und er hat darin beschrieben, wie und wo sie angepasst werden müssen. Und so ist es ja praktisch eine Anpassung des Rituals für Männer, dann was auf Frauen angewandt wird und das zeigt sich auch in diesem Text von Tsele Rangtrol. Zu diesem Zeitpunkt hatte ich den Text von Tsele Rangtrol noch nicht gesehen und zu dieser Zeit habe ich da nicht so sehr darüber nachgedacht, ob Mikyu Dorje selber vielleicht Bhikshuni Vows gegeben haben sollte, aber er hat sich offensichtlich damit beschäftigt, habe ich gedacht, und hat sich darüber Gedanken gemacht. Das war so mein Eindruck zu diesem gegebenen Zeitpunkt. Er muss sich darüber Gedanken gemacht haben, wie solche Gelübde zu geben sind. Später, als ich dann diesen bereits erwähnten Text von Tsele Rangtrol zu Gesicht bekam, dann schien mir allerdings, dass er wahrscheinlich oder möglicherweise sogar Bhikshuni-Ordinationen gewährt hat mit einem entsprechend veränderten Ritual. Aber diese Passage in dem Text von Tsele Rangtrol hat nicht viele Parallelen, die irgendwo zu finden sind. Also wir können das nicht 100% entscheiden, weil zurzeit ein Mangel an Quellen besteht. Aber wenn wir darauf Obacht geben und dies weiter mit Interesse untersuchen, dann ist es wahrscheinlich ziemlich klar, dass da auch Schüler von Karmapa Mikyu Dorje waren, die ihre selbst eben vollordinierte Nonnen, Bhikshunis waren. Darüber hinaus findet man in dem kurzen Mahakala-Text, der Übungstext, in dem Kolophon, heißt es am Ende, das heißt, dass wo die unreine Welt bereinigt wird und das ist ein etwas seltsamer Name für diesen Text. Das heißt sozusagen die unreine Bitte, das ist aber etwas merkwürdiges Name. Aber das ist so eine Tradition, wo man einfach die ersten paar Worte des Textes nimmt und den als den Namen für den
den Text selber wählt als Abkürzung. Aber wenn man auf das Kolophon, auf die Schlussbemerkung schaut hier, dann heißt es also am Schluss hier, dass dieser Text verfasst wurde durch den Kammerbar Michel Dorje auf die Bitte von Rinchen Palmon. Da gibt es einen anderen Text auch in den gesammelten Gebeten von Michel Dorje, die von ihm verfasst sind, die finden sich in seinen gesammelten Werken und darin heißt es, verfasst durch den Kammerbar Michel Sangpo Dorje Gabe Yang auf die Bitte von Rinchen Palmo, die voll tiefen Vertrauens ist. Also dieser Name kommt zweimal auf, hier Rinchen Palmo. Der Name selber bedeutet letztlich nur, dass es sich um eine Schülerin gehandelt haben muss. Und das bedeutet zunächst mal nichts weiteres, aber wenn wir auf die Schlussbemerkung, auf die Kolophone von anderen Texten schauen, dann findet sich auch in anderen da eine Beziehung, zum Beispiel in den ungewöhnlichen Übungen des Guru Vajrasattva, deren heißt es, diese ungewöhnliche Übung des Guru Vajrasattva auf der mündlichen Überlieferung von Jalbhang Karmapa wurde aufgeschrieben als einige Notizen, die mich als erinnern sollten daran, an jene Übung, die ich der Shakya Bhikshuni mit großem Vertrauen und heinsgerichter Hingabe Rinchen Palmo gegeben habe. Wenn man darauf schaut, dann gibt es sonst keine größeren anderen Quellen über die Lebensgeschichte von Bhikshuni Rinchen Palmo. Aber in den zusammengefassten Werken von Pao Tsulak Trengwa, genannt die Schmuckkette der verborgenen Worte, ein Schatztruhe der Vajra-Songs, darin heißt es, das ist in den gesammelten Werken von Pao Tsulak Trengwa. Sein Gesang heißt es, übe auf den Hauptteil des Mahayana mit dem Wünschenden und dem Herzenmut und in Aktion die grundlegenden Punkte der Hingabe zum Guru Yoga und das klare Hervorrufen der Gottheit und in der Utpatigramma, in der Entstehensphase, dann Ruhe ohne Einfluss in entspannter Essenz des Übens und reinige, was immer da ist, in der Gottheit, Mantra und großer Freude und ohne an das Klammern, an den Körper zu klammern und an irgendwelche Besitztümer und lasse dein Bewusstsein austreten in die Buchstabe A, in den Raum. Diese Essenz des Dharma enthält all dies. Und ich habe dieses aufgeschrieben als bloße Notizen im Hinblick auf einen Ratschlag, den ich der Lady Rinchen Palmo gegeben habe. Ich hatte nicht mehr Zeit und habe deshalb nur diese kurzen Worte aufgeschrieben. Wenn man darauf schaut, dann ist also Rinchen Palmo offensichtlich jemand von adliger Herkunft und die später dann eine Bhikshuni geworden ist. Und das heißt hier an anderer Stelle Künchok Palmo, die sie oben erwähnt ist. Auf der anderen Seite ist das Sanskrit-Wort, das Ratna bedeutet, im Sanskrit-Wort Ratna in Tibetisch übersetzt entweder als Rinchen oder als Künchok und von identischer Bedeutung. Es könnte also sein, dass hier einmal Rinchen gewählt und einmal Künchok gewählt ist und dass tatsächlich die Person, die auf der einen Seite als Rinchen Palmo bezeichnet ist, auf der anderen Seite auch Künchok Palmo genannt sein könnte. Aber das ist schwer jetzt zu 100% zu unterscheiden. Wenn man auf das hier schaut, wenn also Karmapa Michel Dorje diese Ordination der Bhikshunis gewährt haben sollte, dann ist die Frage, war das korrekt, also im Einklang mit dem Vinaya oder nicht? Und dann, wenn man darüber allgemein nachdenkt, dann ist dann grundsätzlich in der Geschichte gibt es zwei Arten, Traditionen, wie ein Bhikshuni-Ordination verlangt wird,
gewährt werden kann, einmal durch einen doppelten Sangha oder durch einen einfachen Sangha. Aber es scheint, dass in Tibet die Bhikshunis in Tibet in erster Linie durch einen einfachen Sangha ordiniert sind, das heißt durch einen Sangha, der aus männlichen, also aus Bhikshus besteht. Und der erste Punkt, den ich dazu sagen möchte, ist, dass die ersten Hinweise aus dem geschichtlichen Hintergrund, die wir finden über die anfängliche Ausbreitung der Lehre des Buddha in Tibet, dann gibt es die ersten Quellen, die jetzt vielleicht einen Einblick darin geben, wann eine solche Ordination stattgefunden haben könnte. Da gibt es viele verschiedene Erklärungen, und die verlässlichste Quelle scheint mir aus der Zeit von König Songtsen Gampo zu kommen. Und da gibt es die verschiedenen Inschriften von Senalek und Trisung Detsen, und die auf den Säulen von Kachung und Samye angebracht sind. Und daran heißt es, bei der Inschrift in Samye zum Beispiel steht, und also das geht um die Zeit, wo die Bodhidharma sich in Tibet ausbreitet, aber die Frage ist ja, wann wurde die Ordinationstradition begründet in Tibet? Und darin heißt es auch, dieser Inschrift in Samye, dass das Abbild der 3 Juwelen wurde hier geschaffen und auch Leute aus Tibet wurden zur Befreiung geführt. Und das Wort Befreiung geführt heißt hier, das Wort bedeutet, dass, wenn sie auf dem Weg der Befreiung gebracht werden, und das ist ein anderes Wort dafür, dass sie zur Ordination sich entschlossen. Und das heißt mit anderen Worten, es hat zu jener Zeit auch Tibeter gegeben, die aus solcher Art heraustraten oder zur vollen Ordination sich entschlossen. Und da gibt es auch in der Abschnitt da gibt es einen anderen Text im Kolophon, das ist der von Briefen, und darin heißt es in Tibet, da gab es am Anfang noch nicht einmal das Wort Bhikshu, und das ist ein Kolophon zu einem Brief, der an Ba Palyang gerichtet ist und das, was zu verehren ist, erklärt. Ich bin hier irgendwie gerade rausgeflogen meine Verbindung verloren. So. Ich weiß nicht mehr genau, wo ich gerade war, aber ich habe, glaube ich, dabei über Ba Palyang zu sprechen. Es gibt in Tenjor gibt es diesen Brief, der an Pa Palyang gesendet. Darin heißt es in dem Kolophon, in Tibet, da war noch nicht einmal das Wort Bhikshu bekannt zu jener Zeit. Und in der Zeit des Herrschers Bodhisattva Trisung Detsen, der wurde wahre Dharma begründet. Und der prachtvolle Herrscher ließ Vertrauen entstehen und so weiter, und sagt, derjenige mit dem Klosternamen Palyang ist ein perfekt in makelloser Weise ordinierter. Also es ist ein Hinweis darauf, dass da eine erste Ordination stattgefunden hat. Und dann gibt es in den Chroniken von Ba auch den Hinweis, dass zu dieser Zeit, vor Ba Palyang, es keine Ordinierten gegeben haben muss. Und dann findet sich in den Inschriften hier, in der Manuskript schreibt es aus jener Zeit, da gab es
Einige sagen, dass zur Zeit des Übersetzers Sampoda und Shüdizö unsere anderen Ordinationen stattgefunden haben sollten. Aber das ist reiner Unsinn, denn die haben noch nicht einmal eine Ahnung davon, wann die 7 Männer, die Bewerber dafür waren, überhaupt lebten. Also man kann daraus schließen, dass vor der Herrschaft von König Trisungdesan es keine Ordination gegeben haben. Und wenn es da welche gegeben haben sollte, Mönche oder dann kamen sie aus anderen Traditionen, aus chinesischen Traditionen oder aus anderen Klöstern von außerhalb von Tibet. Aber es gab keinen eigenständigen tibetischen Sangha ordinierter Mönche oder Nonnen zu jedem Zeitpunkt. Und es fand also statt erst zum Zeitpunkt des Herrschers Trisungdesan, und der Khenpo, der diese Ordination verlieh, der Abt, war Shantarakshita, und es waren 6 oder 7 Männer, die dort zuerst als Bewerber sich vorstellten, und in diesem alten Manuskript aus den Chroniken von Ba findet sich dann der Hinweis darauf, in dem es heißt: An dem Vollmondtag des 1. Monats im Frühling des Jahres des Schafes sind das 7 an der Zahl: Chim, Shakyaprabha, Zang, Lektro, Baor, Bairotsana, Shang, Labu, Shobu, Künglen und Wai, Yeshe Wangpo, die sich zur Ordination entschlossen mit dem Meister Shantarakshita. Das heißt also daran, dass ungefähr 6 oder 7 Männer waren, die als Bewerber sich vorstellten. Und was hier schwierig ist in diesem Sache, dass da einige Geschichten sind. An einer anderen Stelle heißt es darin, Shantarakshita war eigentlich von der Tamrachatya-Schule, aber diese 7 Männer, die als Bewerber auftraten und so weiter, und Dhanashila und so weiter, ordinierten Palchi Yeshe als erste tibetische Mönche von Dhanashila ordiniert. Die das behaupten, vermissen noch nicht mal die Bedeutung, was es der 7 Männer, die sich als Bewerber vorgestellt haben. Also widerlegt dieser Text praktisch, dass da diese Erzählung wird darin widerlegt. Es gab also zu jedem Zeitpunkt offensichtlich schon solche, die behauptet haben, dass die ersten Ordinationen nicht durch Shantarakshita stattgefunden haben. In jedem Fall ist die Rede von diesen 7 Bewerbern, die sich dort vorstellten für Ordination. Und wenn wir genau wissen, wann sie gelebt haben, dann wüssten wir, wann erster Sangha der Ordinierten in Tibet auftrat. Aber wie ich das was gesagt habe, zu jener Zeit, da waren es offensichtlich zuallererst nur Männer, die für diese Ordination kamen. Aber man kann auch aus einer anderen Stelle sehen, dass da offensichtlich auch Frauen gewesen sein müssen. So heißt es wieder in den Chroniken von Ba. Das heißt, dann gab es Kachin Sao und Yang Chobje, die sich ordinieren ließen, zusammen mit 300 anderen Menschen. In einigen Dokumenten heißt es, dass nachdem Samye gebaut war und eingeweiht war Salsang sich ordinieren ließ und den Namen Yeshe Wangpo bekam. In dem Jahr des Schafes war die große Einweihung, und Varatna war der Abt, der die Dame Chen Drigyal und 100 anderen von Personen zur Ordination brachte. Das war irgendwann im Jahre 700, was hatte ich da geschrieben? 767, also dann nach diesem Jahre des Schafes. Während dieser Einweihungszeremonie also war Varatna der Abt, und der hat der Dame Chen Drigyal und 300 anderen Leuten die Ordination verliehen. Also es gibt ja verschiedene Begebenheiten, die in diesen Chroniken erwähnt werden. In anderer Stelle heißt es,
aber es wird an anderer Stelle nicht unbedingt gesagt, wer der Abt war. Dabei in anderen Dokumenten heißt es, dass Bharatna, der Khenpo, der Abt dabei gewesen sein soll. Aus diesem Grund war es später in Tibet sehr allgemein üblich zu glauben, dass Bharatna der erste Abt war. Aber in einem chinesischen Manuskript, ein Dunhuang, in dem es darin heißt, die Logik zu etablieren, die das plötzliche Erwachen im Mahayana begründet. Und was steht darin wirklich? Da ist es, die Königin Tri Jemmu-Tsen hatte großes Vertrauen, war tiefe Hingabe erfüllt und erfuhr ein plötzliches Erwachen in einem Moment. Und die hat daraufhin ihre schwarzen Haar abgetrennt und hat sich in orangene, safranfarbene Gewänder gehüllt. In der Juwel der makellosen Disziplin war in ihrem Herzen erleuchtet in Form und das klare Wasser des Samadhi brachte sie dazu, die Natur der stabilen Gesinnung oder des Ruhens Dhyana zu erreichen. Und diese Tat kann nicht einmal verglichen werden mit einem makellosen Lotus, der in einem Matsch herausgeboren wird. Und der Meister war geschickt in der Bedeutung darin, die Wesen zu zähmen und hat auch die Töchter des Herrschers, die Schwestern des Herrschers unterrichtet, Trinamsa und die 300 Frauen der Minister hat er in Mahayana Dhamma unterrichtet. Sie alle haben sich zur Ordination entschlossen. Also, wenn man auf diese alten Quellen schaut, dann sind wir, dass da offensichtlich 300 Leute auch sich haben ordinieren lassen und der Abt Mahayana dort unterrichtet hat. In diesen alten Chroniken heißt es, dass die erste Bhikshuni in Tibet offensichtlich Tri Kyalmo-Tsen, also die Königin gewesen sein muss. Und es gibt zwei andere Stücke, die eine solche Geschichte nahelegen. Da gibt es eine Inschrift in der großen Glocke in dem Gegye-Tempel in Samye. Und dann gibt es einen Tratuk-Kloster oder Tempel, gibt es auch eine solche Inschrift. Und in diesem Inschrift heißt es, in der Samye-Gegye-Tempelglocke lautet die Inschrift, das war wahrscheinlich das war wahrscheinlich aufgeschrieben worden, bevor sie sich zur Ordination entschloss, die Königin. Das ist die Glocke aus dem Samye-Gegye-Tempel. Diese Art von Glocke nennt man Chong. Das Wort haben sie einfach übernommen, das wahrscheinlich aus Chong haben sie als tibetische Sprache übernommen. Und darin heißt es, dass die Dame, Königin und die Prinzen, dass sie als ein Geschenk an die 3 Juwelen und an allen 10 Richtungen des Raumes diese Glocke erbaut haben, möge die Kraft ihres Gutartigkeit durch diese Kraft der Gutartigkeit möge der Herrscher Drissung setzen und seine Prinzen und seine Frauen, alle die Stimmen in 60 verschiedenen Qualitäten entfalten, die ihr unübertreffbares Erwachen bedeutet. Also sozusagen waren hier die Sponsoren dafür, für diese Quelle, eben die Königin und der Prinz. Und dann gibt es die im Tratuk-Tempel, diese Glocke. Und da wiederum heißt es,
Diese große Glocke ist außerordentlich bekannt zur Zeit des Herrschers Tridongtsen, um alle Lebewesen zu inspirieren, dass sie gut Taten vermehren und dass der Klang der Trommeln der Götter durch die Weite des Raumes erhöht wird diese Glocke gesponsert von Jomo Jangchup und dann gegossen durch Khenpo Kya Bhikshu Rinchen. Das heißt, diese Glocke war offensichtlich nach ihrer Ordination als Bhikshuni gegossen worden. Also die erste Glocke im Samye-Tempel war vorher und die zweite in Radha offensichtlich nachher. Und das sind also kleine Hinweise historischer Art, dass sie als Jomo Sancho war eine besonders bedeutende Figur zu dieser Zeit. Aber also ob dieser Khenpo, also Vairātnava oder Khenpo Mahayana, wie es in den anderen Stellen heißt, und in jedem Fall, aber wer auch immer der Abt gewesen sein mag, was noch zu klären ist, dann je nach welcher Quelle man hier verwendet, in jedem Fall aber ist es klar, dass die Quelle für die Ordination, also die Art und Weise, wie die Ordination an Bhikshunis verliehen wurde, der jeweilige Mönch Sangha gewesen ist, also aufgrund des männlichen Sangha dann die Ordination für Frauen verliehen wurde. In Quellen heißt es also, dass da sowohl männliche wie weibliche Bhikshus zu jener Zeit waren. Den Brief, den ich bereits vorhin vorgestellt habe, über das zusammenfasst, was alles zu verehren sei, an dem Brief an Balyang. Darin heißt es, jetzt gebe die Unterweisung an Bhikshus, Novizen und Bhikshunis, die sich zur Ordination entschlossen haben. Er schreibt also, insbesondere gebe solche Unterweisungen, also, und hat es durch diesen Brief an andere in Tibet gesandt. Also muss es heißen, dass dieser Brief, wenn er von Tibet verschickt worden ist, dass dort zu diesem Zeitpunkt auch in Tibet solche Bhikshunis gegeben haben muss. Deswegen kann man sagen, dass das im frühesten Zeitpunkt des Ausbreitens von Buddha Dharma in Tibet, als schon da zu diesem Zeitpunkt Bhikshus und Bhikshunis, also männliche und weibliche Mitglieder des ordinierten Sangha, gegeben haben muss. Und jetzt machen wir eine 30-minütige Pause. Okay, wie ich vorhin bereits gesagt habe, hat Javamityu Dorje non-ordiniert, Bhikshunis ordiniert, darüber gibt es Hinweise in der Geschichte. Und man müsste sich vielleicht fragen, was ist der Hintergrund, der historische Hintergrund dafür, dass er das getan hat und wie Bhikshus und Bhikshunis oder wie Männer und Frauen sich entschlossen haben zur Ordination und so weiter. Und da gibt es also einen zweiten Hintergrund, den ich da noch anfügen möchte. Und das von der Zeit des 10. Jahrhunderts an, und das ist die Zeit, wo die spätere Tradition der Verbreitung des Dharma in Tibet begann, da gibt es eine Inschrift, eine alte Inschrift von Lama Yeshe, wo es drin heißt, dass man möge doch die edlen Damen, welche fähig sind, Bhikshunis zu werden, nicht davon abhalten, sondern sollte sie auf den Weg zur Befreiung setzen und Dharma Institutionen oder Gebäude sollten dafür erschaffen werden. Und in der gleichen Weise sollten solche Frauen von Ministern und so weiter, die dazu fähig sind, Bhikshunis zu werden, das nicht davon abgehalten, sondern es ihnen erlaubt sein soll und sollten auch Tempel und so weiter für sie gebaut werden.
Da gibt es also diese Inschrift, die da einen Hinweis darauf gibt, dass zu jener Zeit das bereits üblich war. Und ein anderer Hinweis historischer Bedeutung findet sich in der Lebens- und Befreiungsgeschichte von Rinchen Sangpo, des Übersetzers Rinchen Sangpo, verfasst von einem seiner Schüler, Jana Shri. Und darin heißt es, dass Rinchen Sangpo 3 Geschwister gehabt habe, worunter der jüngste davon, eine Schwester Shirapzomo, Bhikshuni wurde. Sie hat Tantra Dharma studiert und hat dann auch durch ihr Üben Siddhis erlangt und wurde bekannt als die Yogini, die Naljama Chichichönma. So, das zeigt eigentlich, diese historische Quelle zeigt, dass es zu jener Zeit offensichtlich Leute gab, die Bhikshunis ordiniert haben. Das ist eine Hintergrundgeschichte. Und eine weitere Begebenheit, die aus dem 13. Jahrhundert, geht es um die dritte Frau von Dogen Schildbach, von Schildbachs Vater, nämlich Sangtsa Sönam Gyaltsen. Und diese dritte Frau war gleich die älteste Tochter eines Königs und wurde ordiniert durch eine Meisterin, eine Frau, eine weibliche Lehrerin, die Sönam Bum mit Namen heißt. Sie hat auch ein Nonnenkloster begründet, und das heißt, dass sie die Bhikshuni-Gelübde nahm und Drücken Chipak selber sagte dazu: Ich war der Abt für 4425 Bhikshus, Bhikshunis, Novizen, Mönche und Nonnen und andere Leute, die zu solcher Ordination sich entschlossen, aus Nepal kamen, aus Indien, aus China, aus Western, Chia, aus Mongolien, aus Kaule und Django und Uyghur und Shusin und so weiter. So heißt es in diesem Text, der von Taksam Paljo Sangpos Schatztruhe der Dokumente von erfreulichen Gelehrten aus dem Jahre 1434. Eine weitere vierte Quelle, die ich gerne anfügen möchte, ist hier aus dem 13. Jahrhundert. Und es ist die Rede von Kashyapa Rigpa Senge, einem der 5 Gelehrten aus Minyak. Und die ist eine Verbindung zu dem Karmapa-Dechin Sherpa aus jeder Zeit. Also Kashyapa Rigpa Senge war selber ein Schüler des Vinaya-Meisters Sönam Chak aus derselben Überlieferungslinie von Putten Rinpoches Guru Jamkya Namkha Pal und Tsi Dulsin. Er hat den Dharma in Zentraltibet also weithin verbreitet, bis hin zu der Gegend aus Westchia. Und es heißt, dass es jener Zeit Hunderte von Bhikshunis in seiner Schülerschaft waren, so wie es in der Befreiungsgeschichte seines direkten Schülers Seng Sang festgehalten ist. Die 5. Quelle hier ist der Vinaya-Meister Namkha Sönam, der an einem späteren Zeitpunkt in dem 15. Jahrhundert der Kempo war, welcher sehr bekannt war zu jener Zeit und zugleich aber auch der Abt oder der Ordinierende war für eine Bhikshuni mit dem Namen Chuwa Rangjung Wenmo. Und das heißt, so ist es festgehalten in Gorambas Unterredung, genannt der blühende Lotus. Das 6. Hintergrundgeschichte geht zurück auf das Ende des 14. Jahrhunderts in einem Brief in den gesammelten Werken von Redavashinologe, genannt der Ratschlag an die Dame aus Yatrok in Chebal Sangmo mit Namen. Und darin heißt es, Geshe Yeshipal hat diesen Brief an die Dame Bhikshuni überbracht mit einem Umhang, und ich freue mich darüber.
Wenn man darauf schaut, dann kann man also sehen, dass es offensichtlich Bhikshunis gegeben haben muss. Und dann eben im Besonderen war diese Bhikshuni, die zugleich die Fürstin aus Yatruk. Und dann die 7. Begebenheit ist aus dem Anfang des 15. Jahrhunderts, da war Sanktabai Shakya Bhuttenma und sie ließ sich ordinieren unter dem Vinaya-Meister Lobsang Pukpa und wurde bekannt mit dem Namen Shakya Die. Und dann später hat sie die volle Bhikshuni-Ordination unter Goyab Khenpo Sangye Sangpo genommen und wurde mit dem Namen Shakya Sangpo bekannt. Sie hat eben also erst hat sie von Bhutto Panchen übernommen und dann später von dem anderen Khenpo die volle Ordination. Und dann hat sie von Buddha und Panchen die Bhikshuni-Weise übernommen. Buddha und Panchen war der Abt, der hat weitere 10 Mönche dazugeholt, um dann den vollen Sangha dafür zu erhalten, für diese Ordination. Das ist ganz in großen Detail enthalten in der Befreiungsgeschichte von Buddha und Panchen. Und da gibt es aber eine besonders schöne, kleine, nette Geschichte darin. Dass Chitti-Trima, nachdem sie eine Bhikshuni wurde, am nächsten Tage hat sie Buddha Rinpoche erneut getroffen und mit ihm zusammen ein Mittagessen verbracht. So, jetzt war sie eine Nonne. Also am nächsten Tag, also nachdem sie diese Gelübde genommen hatte, hat sie ihre vollen Dharma-Roben getragen und sie hat auch eine Novizennonne als Dienerin. Sie beide sind gekommen, um Buddha und Panchen zu treffen. Und im Moment, wo er sie sah, sagte er, da ist wirklich etwas Besonderes. Und er war sehr inspiriert, sie zu sehen. Und als er dann Chitti-Trima herankommen sah, um ihn zu besuchen, sagte er zu diesem Moment, sagt, scheint als ob Arhats auf die Erde kommen. Und eine weibliche, eine Arhati, dass sie wie vom Himmel herunterkommen. Wenn man eine Arhati, also einen weiblichen Arhat aus dem Himmel herunterkommen sieht, also sie sah, dann war er davon aufs Tiefste inspiriert. Das ist deutlich in ihrer Befreiungsgeschichte selber niedergelegt. Die 8. Geschichte. Auf dem Anfang des 15. Jahrhunderts. So, hier ist jetzt diese Rede von der Sangha Shakya Bhuttenma, eine Frau, die sich mit Lobsang Pukpa sich ordinieren ließ und hatte mit dem Namen Shakya Die. Und dann war sie zuerst jemand, der als Laie Dharma geübt hat, und dann hat sie dann später sich weiter noch voll ordinieren lassen von Goyab Khenpo Sangye Sangpo und hat den Namen Shakya Sangpo bekommen. Und als sie zu diesem Zeitpunkt Dharma-Unterweisung bekam von ihm als dem Khenpo, heißt es, dass in ihrem Körper sie die Empfindung hatte, als ob da eine Kristallstupa darin sich
spiegelte und wiederholte. Und sie hat den Kemper darum gefragt, was das zu bedeuten habe. Er hat da einen Moment in Stille verweilt und hat dann gesagt, das heißt wahrscheinlich, dass irgendein großartiges Lebewesen hier in dir entstehen wird. Das heißt, du wirst eine Geburt geben für ein großartiges Wesen, das die Lehre des Buddha weit und breit fördern wird. Und das ist so wie in der alten Zeit, als in Indien die brahmanische Fürstin Salvetsutam Asanga geboren hat, mit jemand aus der Kshatriya-Kaste, und dann später Vasubandhu gebar er mit einem Brahmanen zusammen. Und du hast dieselbe Art von Gutartigkeit in dir, und du solltest tatsächlich hier nicht weiter verbleiben. Du solltest zurück in deine Heimatgegend gehen. Und so tat sie dann auch und hat dann später auch ihre Gelübde zurückgegeben und wurde die Mutter von Panchen Shakya Chokden. Und das findet sich ausführlich in der Befreiungsgeschichte von Shakya Chokden. In den 2 Befreiungsgeschichten von Shakya Chokden heißt es darin, die eine heißt der genaue Bericht und die andere heißt das, was die Lehre des Buddha erhält. Das ist die 8. geschichtliche Quelle hier. Die 9. dazu ist, dass in der Mitte des 15. Jahrhunderts, als Panchen Shakya Chokden selber dann 62 Jahre war, dann da heißt es, Kya Chotopalmo wurde ordiniert als Bhikshuni mit den Shakya Chokden als Kempo, Chenga Drupjal als den rituellen Meister und Kungal als mit dem privaten, dem intimen Befrager, und Je Drachma war der Meister, der für diese private Befragung assistierte, und Dungpal Tsang war der Zeitgeber. Jyoti Samten war der Hilfe, und 4 Meister waren dabei, um dieses Ritual zu füllen. Das ist in der Lebensgeschichte, was die Lehre des Buddha erhält, enthalten von ihm. Also kurz gesagt, also all diese historischen Quellen, die ich hier angeführt habe, zeigen, dass das Bhikshunis zu dieser Zeit gegeben haben muss. Und das waren nur einige wenige Quellen, die in Verbindung mit Bhikshunis stehen. Und man kann daraus sicher schließen, dass es viele, viele andere solche Vorfälle gegeben haben muss, die wir nur bis jetzt nicht bemerkt haben. Und es zeigt, dass es sehr wichtig ist, dass wir weitere Forschung da hinein investieren. Und wenn wir darüber solche Quellenforschung anstellen, dann sehen wir, dass die meisten Leute, von denen hier die Rede ist, aus dem adligen Familienstatus kamen und dann ihre Bhikshuni-Ordination erbaten, aus den Familien von Gurus oder anderen adligen Familien. Und es schien also, dass jener Zeit für Adlige es durchaus üblich oder möglich war, Ordination als Bhikshunis zu erhalten, und weniger vielleicht für andere von gewöhnlichem Status, aber das ist nicht ganz sicher. Vielleicht ist auch ein Grund dafür, warum die Überlieferungslinie dafür später unterbrochen wurde. Oder es gibt andere Gründe, warum die Überlieferungslinie der Bhikshuni-Ordination in Tibet verloren ging. Das kann ich jetzt nicht definitiv sagen. Wir müssen also das weiter untersuchen, dieses Thema, in jedem Fall. Aber jedenfalls vor dem 16. Jahrhundert in Tibet gab es eine Periode, wo Bhikshunis das üblich waren. Und zu einem Zeitpunkt heißt es sogar, dass es sogar eine gleiche Anzahl von Nonnen- und Mönchklöstern gegeben habe in Yuzhang, in der Zentral-Tibet. Das war die Situation zu dieser Zeit. Woher wissen wir das? Da gibt es aus dem Gelehrten und dem weisen Kamachakmes Texten. Darin gibt es einen Text, der heißt die wichtigen Dharma-Unterweisungen für Nonnen dafür, dass sie Selbstversorger im Dharma seien.
Da heißt es in dem Text darin, in dem Rheinland von Yuzhang, also der Zentral-Tibet, gibt es Klöster, Nonnen- und Mönchklöster, die in der Zahl mehr oder weniger gleichartig sind. Und in diesen Nonnen- und Mönchklöstern sind mehr als 300 bis 400 an der Zahl. Darin gibt es Nonnen, Lehrerinnen und Gurus und Disziplinen, Nonnen, die darüber wachen. Es gibt eine ganz exzellente dort Verhaltensweise und die Nonnenklöster sind in sehr gutem Zustand. Sie sind in meister Hinsicht Selbstversorger in Hinsicht Dharma. Ich habe nichts dergleichen in Kham oder in Ngomshi gehört. Also sieht man, dass da man sieht also, es gab durchaus eine sehr gute Organisation in den Nonnenklöstern, mit all den verschiedenen Regeln, die genau eingehalten wurden und die dafür verantwortlich waren, sie zu überwachen und so weiter. Und es gab also Leute, die da von außen kamen und das sie beobachtet haben. Aber für uns in Kham, fährt er weiter fort, in meinem eigenen Heimatland Kham in Ngomshi, habe ich so etwas nicht gehört. Das war die Gegend, aus der er kam. Das kam Ngomshi. Sie hatten einfach diese Umgebung nicht. Das war sehr, sehr, sehr selten. Das heißt das also Hinweise darauf, dass es so ungefähr im 17. Jahrhundert dann ungefähr eine gleiche Zahl von Nonnen- und Mönchklöstern gegeben haben muss. Und den früheren Kadampa-Klösters in Penyul heißt es, dass die vielfach dann später konvertierten in Nonnenkloster. Und so dass es ja keinen großen zahlenmäßigen Unterschied zwischen Nonnen- und Mönchklöstern in Tibet gegeben haben muss zu dieser Zeit im 17. Jahrhundert. Und später dann vielleicht durch politische Veränderungen in Zentral-Tibet, in Yuzhang, die dann irgendwie eine Feindseligkeit gegenüber Nonnen erzeugt haben. Da hat sich dann irgendwie so eine Geflogenheit entwickelt, auf Nonnen herabzuschauen. Da gab es wohl einen Wettbewerb. Das waren offensichtlich politische Veränderungen in Yuzhang, die zu einem solchen Niedergang der Nonnenkloster geführt haben. Aber bis zu dem 17. Jahrhundert schien es in voller Blüte und das. In jedem Fall, wenn man auf alle diese Situationen schaut und diese Quellen, die ich bereits vorhin angeführt habe, dann waren diese Bhikshuni-Gelübde in Tibet zu 98% solche Ordinationen, die von Bhikshus oder von dem Bhikshu-Sangha verliehen wurden. Wenn man über die ganz allgemein, über die verschiedenen Gelübde nachdenkt, der Individuen, die solche Entschlüsse fassen, der verschiedenen. Da gibt es zum Beispiel die Laiengelübde für Frauen und dann gibt es die Novizen und so weiter und dann heißt es und dann gibt es die Vollordinierten und so weiter. Und das erste und das letzte, also die werden von einem weiblichen Meister verliehen und dann das Gelübde der vollen Ordination durch eine Äbtin und die in Ausbildung und so weiter, auch die zölibatären Upavastar und Bhikshunis nehmen ihre Unterweisung oder Gelübde von dem Sangha selbst. Und die Nonnen in Ausbildung nehmen sie von dem Sangha, von einem weiblichen einer Meisterin, und die zölibatären Upavastars nehmen das von einem Sangha mit einem Äbtin. Und wenn man sich also fragt, gibt es in Tibet was macht zu einer Situation, wenn da kein weibliches Sangha vorhanden ist? Gibt da eine Möglichkeit dafür, wie eine volle Ordination möglich ist? Wenn da jetzt ganz so eine Möglichkeit ist, ist sie dann makellos und so weiter? In dem Zusammenhang muss man wissen, dass die
der es verschiedene Möglichkeiten gibt. Es gibt die volle Ordination durch die 8 schwerwiegenden Dharmas zu übernehmen. Und dann gibt es die Ordination durch einen Überbringer und dann durch zwei getrennte Sanghas. Und da muss man wissen, dass die Ordination durch die 8 vollen Dharmas, die volle Ordination nur durch einen männlichen Sangha verliehen werden kann. Und darin heißt es in einem gibt es ein Ritual, darin heißt es, die Frau mit dem Namen so und so entschließt sich zur Ordination mit den Bhikshus und wird voll ordiniert und wird jetzt eine Bhikshuni. Und das hat damit zu tun, dass das Bhikshu-Sangha der Hauptsangha darstellt und wenn man voll ordiniert wird mit einem solchen männlichen Sangha unter der Anleitung davon, dann ist das eine vollständige Organisation als Bhikshuni. Wie auch immer ist diese Bhikshu-Sangha, der Bhikshu-Sangha der Hauptsangha. Und ebenso gab es in Tibet einen Hauptkommentar zu dem Vinaya Sutras, und darin heißt es, wenn eine Nonne in Ausbildung sich voll ordinieren lässt mit den Ritualen für Bhikshus, dann nur deshalb findet das so statt, weil Bhikshu-Sangha der Hauptsangha ist und eine Ansammlung von Bhikshuni-Sangha ist einfach nur in Einklang mit der Tradition. Und es muss also eine von diesen 4 Arten sein. Und wenn da keine Bhikshunis zu finden sind, dann ist es erlaubt, dass vom männlichen Sangha aus die Nonnen in Ausbildung, dass sie dann voll ordiniert als Bhikshunis werden. Und das ist also, wenn man darüber nachdenkt, dass wie es in all diesen 4 Traditionen, sage ich ja, Katyu und Gelugpa und Nyingma, dass es mittlerweile akzeptiert ist, dass eben das eine Abt diese Gelübde verleiht. Und dann gibt es also, wenn das nicht möglich wäre, solche Bhikshus, das männliche Bhikshus, einen solchen über die Ordination an Frauen geben, und oder wenn das nicht perfekt wäre, dann gäbe es zurzeit in Tibet damals überhaupt keine Möglichkeit, und da wäre die Chance, dass es überhaupt keine Nonnen in Tibet gegeben habe. Außerdem in dem Kapitel über die Regenzeit-Klausur, darin heißt es darin, dass die Bhikshus sollten herausgehen und Nonnen in Ausbildung ordinieren und zelibatäre Upavastas und so weiter. In einem Kommentar zu dem Mahaprajapati aus dem 5. Jahrhundert aus der chinesischen Tradition heißt es, wenn der Buddha in Nirvana ging und wenn da eine Frau wäre, die einen solchen Weg der Freiheit sucht, dann ist es dann angemessen, dass Bhikshunis selber auch Äbtin und Meister werden können. Und das sollten die Antwort, wo es heißt dazu, wenn es eine ältere Bhikshuni ist, die diese Qualität und solche Disziplin hat, dann ist es angemessen, aber es sollte auch, es hängt von dem Bhikshu-Sangha ab, und wenn die Versammlung komplett ist, dann ist es angemessen, und wenn da aber nur ein Bhikshu ist, dann wäre es nicht angemessen, diese Ordination zu verleihen. Wenn die Bhikshus selber könnten der Abt oder der Meister oder der Bhikshu sein für Bhikshunis.
Wenn also keine Bhikshunis da wären, dann wäre es okay. Wenn da ein Bhikshuni so ein Meister wäre, dann wäre das okay, dass sie dann diese Gelübde weitergibt. Aber wenn da keine verfügbar sind, dann kann es also durchaus angemessen, dass dass, ein Mönch diese Gelübde verleiht. Das ist auch. Und es scheint, dass also so im Einklang mit diesem Mahabharata, dass dann auch in Tibet sich das so entwickelt hat. Da heißt es zum Beispiel, wenn da keine Bhikshunis wären, dann wäre es durchaus angemessen und erlaubt, dass Bhikshus diese Rollen übernehmen, um diese Gelübde zu verleihen. Wenn man vorher noch nicht die Novizengelübde genommen hat und dann die Bhikshuni Vows Gelübde übernimmt, dann ist das durchaus kein Fehler, sondern ist durchaus okay. Aber wenn man voll als Mann Bhikshu organisiert ist, dann wie der Buddha gesagt hat, der tatsächliche Gelübde eigentlich kommt von dem männlichen Sangha und ist zu dieser Zeit zuerst von dem männlichen Sangha aus verliehen worden. Das heißt, dass die meisten Gelehrten darüber sich einig sind, dass dieses Gelübde in erster Linie auf die eigentliche Quelle von Bhikshuni-Gelübde zuerst auf dem männlichen Sangha gegründet ist und nicht zuallererst von einer Bhikshuni-Sangha stand. Also die Linie, die Überlieferungslinie zurück auf den männlichen Sangha geht und aus diesem Grunde, selbst wenn da ein Bhikshuni-Sangha vorhanden wäre, selbst dann, wenn da also eine doppelte Sangha, männlich und weiblich vorhanden ist, wenn die zusammen sind, dann, dass die ursprüngliche Herkunft der Gelübde aus dem männlichen Sangha herkommt. Und wenn man die Frage stellt, kommt es aus beiden oder aus einem oder aus dem männlichen? Also das heißt, wenn da Bhikshunis vorhanden sind, wenn ein Bhikshuni Sangha existiert, dann würde man den Gelübde aus dieser dann von den männlichen übernehmen. Und warum sollte dann das in Tibet nicht rechtmäßig gewesen sein? Und deswegen heißt es auch in Bhutan, Rinpoche sagt, das war in Tibet im 8. Jahrhundert, als die ersten Nonnen auftraten, und in China war es bereits im 4. Jahrhundert, in der die Jin Jian war die erste Bhikshuni. Und sie war wahrscheinlich auch in erster Linie von einem männlichen Sangha aus alterniert worden. Es ist schwierig, Beispiele in Indien zu finden, weil da Bhikshus und Bhikshunis beiderseits in Indien vorhanden sind. Und da kann man nur keine Beispiele jetzt finden. Dieser Tag ist die Welt sehr klein geworden und es ist sehr viel einfacher, hin und her zu reisen. Und wir können durchaus Bhikshuni, wenn wir in eigener Gegend keinen Bhikshunis haben, können wir sie aus anderen Gegenden her einladen und Ordination erbitten. Aus diesem Grunde, dann, wenn man Bhikshunis aus anderen Gegenden einladen will, dann ist das weniger eine Frage keine Streitfrage mehr, sondern die Nutzen davon sind zweifellos größer. Und selbst wenn sie nicht von dem männlichen Sangha gegeben werden, dann kann man sie wenn es möglich ist, sie aus der Bhikshuni Sangha zu empfangen, dann sollte man das tun. Wenn es aber eine männliche Übertragung gibt, dann kann man sie auch tun und man kann sie von beiden Richtungen her empfangen. Und ich denke, das ist durchaus okay. Wie auch immer.
es gibt etwas, was da immer wieder eine Streitfrage wird. Wenn man authentische Bhikshunis aus einem anderen Land hat, so einige Jahre zurück, habe ich aus Taiwan welche eingeladen, um die Novizengelübde hier zu geben. Ich hatte dieses Programm damals initiiert und es hat sich dann auch sehr gut erwiesen. Wenn die Pandemie vorbei ist und wir wieder einfach reisen können, dann sollten wir das wieder auch in Zukunft durchführen und wieder Bhikshunis aus anderen Ländern einladen und diese Tradition weiter fortführen. Und insbesondere, wenn die Novizengelübde oder der Nonnen in Ausbildung und so weiter zu verleihen. Ich habe das früher bereits diskutiert und wenn ihr aber glaubt, dass ich das alleine von selber entschieden habe, dann ist das im Irrtum, denn ich habe das mit allen in Bodh Gaya, mit den Kempos und Geshis und Schülern und so weiter studiert, in dem Winter-Dharma-Zeit, und wir haben über diese Punkte, die Absichten des Vinaya, uns verständigt. Zu dieser Zeit haben viele Kempos und Geshis gesagt, und ob es angemessen sei, dass die Bhikshus den Bhikshunis Gelübde geben. Und sie haben mich dazu gedrängt, das zu tun. Und ich habe dann gedacht, okay, dann sollte ich das tun. Viele Leute haben das sind viele gute Dinge, die da passiert sind, und da wird aber auch wenig darüber geredet, wenn es immer so eine merkwürdige Geflogenheit sich entwickelt hat. Wenn da schlechte Dinge passieren, dann fängt man sofort an, darüber redet und so weiter. Es gab im 2. Jahrhundert bereits eine Antwort auf die Frage, die damals gegeben wurde. Wir brauchen also keine neue Antwort hier zu erfinden. Also wenn man eine Statue hat, dann braucht man nicht eine neue bauen. So, wenn also so eine Antwort auf diese Fragen eigentlich damals schon gegeben wurde, warum sollten wir eine neue erfinden? Das ist hier aus der großen Darlegung, und da ist aus dem Vinaya. Meine Unterweisung, mein Dharma wird über 1000 Jahre verweilen, und dann wird es durch 500 Jahre kürzer werden wegen Frauen. Wenn man darüber spricht, was heißt hier Dharma, über den er spricht? Oder die Lehre, was? Gibt es einen anderen Platz, wo das heißt, ein anderes Problem, was hier entsteht. Das zweite Mal, das war das, was nach den zweiten 500 Jahren passiert ist, also die ersten 500 Jahre und die zweiten 500 Jahre. Das ist nach den warum sollte der Buddha das gesagt haben? Wenn es wirklich so gemeint wäre, dass da nur 1000 Jahre verbleibt, die Lehre, dann wäre die doch längst vorbei. Also warum sollte er so etwas gesagt haben? Und so, wenn die Rede da ist von diesen 500 Jahren und danach das eben nicht mehr vorhanden sein, jetzt sind aber diese 500 Jahre längst vergangen, warum sollte dann, wenn die Lehre immer noch erhältlich ist, dann das so gesagt worden sein? Es gibt zwei Antworten darauf. Eine Antwort sagt,
Wenn es heißt, dass Dhamma nach 500 Jahren verschwinden würde, dann ist die Rede von der stabilen Einsicht, die wächst als Mitte von Arhats zu erlangen. Das heißt nicht, dass die Dhamma nicht mehr weiter verfügbar sei, sondern dass diese Art von Arhatschaft zu erlangen, dass das in diesen 500 Jahren wäre. Und die zweite Erklärung ist aber besser, glaube ich. Da heißt es, dass zu jener Zeit der Zeit, als die Frauen sich entschlossen, dann müssen wir dazu die 8 schwerwiegenden Dhammas dabei akzeptieren für die Ordination. Wenn du die nicht akzeptieren wolltest, dann würde es dann 500 Jahre kürzer werden. Und wenn aber das Disziplin stabil und so weiter in makellos verweilt, dann wird er weiter mehr als 500 Jahre verweilen. Also er redet also genau darüber und es wird also nur dann 500 Jahre kürzer werden, wenn man also sagt, es würde allein durch die Frauen selber die 500 Jahre kürzer werden, dann glaube ich nicht, dass das in Einklang mit der Absicht des Buddha und mit seiner Lehre ist. Dass dieses Gerede, dass die Lehre des Buddha 500 Jahre kürzer in der Welt verbleibt, als Antwort, als Reaktion auf das Auftreten von Frauen im Sangha, da muss man schauen. Da muss man genau hinschauen. Und es ist offensichtlich nicht korrekt, dass die Tatsache, dass Frauen in dem Sangha tätig sind, dass dies gegen die Absicht der Lehre sei. Da muss man schauen, wie die Rolle in der damaligen Gesellschaft war. Wenn damals, als Frauen eine niedere Position hatten, wenn er sie damals diese Frauen in Sangha vollwertig übernommen hätte, dann würde das bedeutet haben, dass den gesamten Sangha in der Gesellschaft in eine schwierige Position gebracht hätte, obwohl die Leute darauf herabschauen und die weniger wert sehen. Aber das in keiner Weise bedeutet, dass die Lehre selber weniger verfügbar sei oder beschädigt werde, dadurch, dass Frauen die Sangha anschließen. Das ist also jetzt tatsächlich das Ende des Frühling-Dharma-Unterweisung. Da war doch eine ganze Menge, was ich eigentlich sagen wollte, aber ich habe mich nicht so gut gefühlt. Aus diesem Grund der Hauptpunkt, dass es hier um das Erklären von Dharma und das Ausüben geht und dass Nonnen sowohl beides, das eine und das andere durchführen. Sie sollten Ausbildung in der Lehre haben und des Ausübens. Wir haben das jetzt mittlerweile in verschiedenen Institutionen ausgelagert, aber für jemanden, der wirklich Befreiung sucht, dann gehört das eigentlich ununterscheidbar zusammen. Die Ausbildung, das Studium der Lehre und die Ausübung selber, das Vertrautmachen, muss eine Einheit stattfinden. Das sind nicht zwei verschiedene Sachen. Das ist ungefähr, wenn man einen Vogel in der Luft fliegen sieht. Wenn dieser Vogel nur einen Flügel verwenden wollte, kann er nicht fliegen. Wir können nicht Befreiung erlangen, wenn wir nicht die Einheit von dem Lernen von Dharma und dem Übenden erfahren sehen. Deswegen sollte auch für Nonnen das möglich sein, dass sie sowohl das eine wie das andere, das Studium der Texte gründlich durchführen können und auch die Ausübung in Erfahrung. Wenn man die Texte nicht kennt, dann weiß man nicht, was man eigentlich üben soll. Und wenn man aber nur die Texte hat und nicht ausübt, dann kann man keine Erfahrung machen. Also wenn man nur die Erfahrung macht, dann muss man sagen können, was denn eigentlich zu üben sei. Und deswegen muss man genau gegenseitig in Abhängigkeit verstehen, wie das eine mit dem anderen in Verbindung ist. Wenn man keinen Unterschied macht zwischen den Nonnen in den Studienzentren und in den Klausurzentren,
Da muss man sehen, dass früher gab es nicht so viele Gelegenheiten dazu in Tibet. Und ein Grund war, dass viele der Nonnen nicht großes Interesse am Studium von Dharma-Texten damals hatten. Und deshalb zwar als Nonne gelebt haben, aber sich nicht darum kümmerten, Dharma gründlich zu erlernen. Deswegen ist es sehr wichtig, dass wir den Aspekt des Studiums, der gründlichen Erforschung, der Lehre und der Weltanschauung zur Verfügung stellen. Das ist eine wichtige Methode, um uns überhaupt in die Lage versetzt zu werden, dann seinen eigenen Geistesstrom zu zähmen. Und dann kann ein großer Nutzen für Lebewesen entstehen. Dieser Nutzen für Lebewesen heißt nicht nur, dass man Kleidung oder Essen zur Verfügung stellt, sondern der Hauptmotivation dafür, dass man Dharma-Texte studieren möchte, ist tatsächlich unsere eigene Erfahrung von Dharma zu vertiefen und dadurch den Wohl und Nutzen von Lebewesen zu vollbringen in der Lage sein. Das muss also unser Ziel sollte sein, dass wir für ganz allgemein dafür, dass wir überhaupt Weltanschauung und Texte und Dharma studieren, wenn wir nur in einer Schule bleiben und wenn man nur sozusagen in einer Gruppe ist, dann hat man nicht so ein Gefühl dafür vielleicht. Ich möchte heute diese Gelegenheit nehmen, dass wir darüber sprechen. Und es ist für uns sehr wichtig, dass wir beides zusammen in Einheit bringen, nämlich das tatsächliche Erfahren und die Ausbildung in dem Studium der Texte, dass diese Erforschung und die Erfahrung beides zusammenkommen können, auch für die Nonnen. Und diese Nonnen können einen großen Schmuck für diese Lehre und ein von großem Nutzen und Wohl für Lebewesen sein. Okay, jetzt kommen wir zu Widmung und Wünschen. Yeah.
Chebra Baden Karma Jizu Jendo Mienra Shu. No, da dine DJ Mendrej Pinai Sumarbe Kenama zu Hinge. Es wäre gut, jetzt im Anschluss daran jetzt ein Mandala Geschenk anzubieten. Das hatten einige vorbereitet, wie ich gehört habe. Und gibt es irgendetwas, was ihr vorher sagen möchtet vor diesem Mandala-Geschenk? Das heißt, nur das kurze Bitte. Also, da, wo ihr das angekündigt habt, bitte bereitet es vor. Bitte die kurze Version, sonst wir haben nicht so lange Zeit hier für eine lange, ausführliche Mandala-Aufbauung.我今年说到周军节点呢，就什么些吧，没也是那个大概马轮的到当起来，绿当啊也当也在。上坡这边面了蛮多的给叫我当这一个我送到新个对年绿着白的吧，也叫我跟了好多下。绿基的呢，对你三个，那么三个四个，那就把它带到了去给一那么了，把他们这叫我大概讲。铁当我把米子叫做那养个人了，叫做这个人叫我跟个人的了这些，叫我来去把他们这大概。没多那么，只我那么的新年那么的就我多少。阿弥陀当都归当巴耶给我的达拉呢学不来，大萨当巴南达之说当七面不马日日白娘巴，给巴给巴帕别说给我的达拉呀学巴给学巴刚那拉没给些，得到给我当接拉呀没上不接拉特别到达给我跟拉现在学巴。月下写当地莫忘给你略当阿当的心一个呀的把大给一把这些把的大当真大给说说，出去叫我滚到三个在让给南大老大没老大，着滚给说那么讲了。得到滚给结束大爷了，看到出去几天准备到上学人不到三个马车。公布的大给当接了，过了那南没把个啊，跟两眼带动感谢的到，若跟了偏心的这给把心给对你说吧，大给他们让着了说也想着我的学习小吧，结束也让贵心说。给我就是大概介绍吧，当街大概讲出去我。这些必须就些蛮多的，这白领些年的研发的商业行动没得标啊。如果那么大型了，这把它说也他们古罗人那们的了，看你呀大呀没。一切面这上坡的别别想说，那么老百姓民众些的所谓的些光把到发的是把民主希望人民，难怪两边装难着我说。香港先别眨眼呢，东岸新疆大街先给把小娃上月。确定自己数据了解，香港先别眨眼呢，东岸新疆大街先给把小娃上月。
所确定这些主格这相啊先别着也。동해 심진 달기 신 개바 제와 삼예서决定제제주 교로지 환대 라메 샤베 덴바다 간여면 용라디 예조아다 다신 말레 소사 집장 유도 상계 사랑과 바라이쇼 가서 다디 제라 디 송세나 Haben wir eine Unterredung, denke ich, habe ich gehört. Bitte. 오늘 대회를 통해 남아도록 그가 인사도 기술들을 척추를 주위에 있는 누가 흔들게 현재 필요하다고 기술이 소화시키기 위한 전기신이 주변에 나가고 일병이 인생을 낳고 시기구와 많이 써들고 가지고 많은 것이 되는 사람은 손을 하시는 진의 실패를 나가니까 자세히만 출입하고 있기 Es ist schwierig, hier das zu verstehen. Der Klang ist hier sehr, sehr schlecht. Jinula danda di kunzo ki microphone di zoom nal gyumidu. 개발민도 다디 개발민도 다랑 지금 내용은 디스레 예 디스코도 나라가 성경을 타마디신 지출 소비원이 러시아의 미얀비인데 리처드 제딩도 타마디신 지출 레시 팔경통과 같은 경험초야 경험기비 타마디신 지출 소비원이 같이 가진들로 지소와 같은 원보주 상승기 지적 친하야 저그룹 세세치들 하니 레지미 지출 실신거라 근데 미디어들이 정말 믿지만 원래 순상이 같이 나와 신앙 예상자들이 까마바 현진 야림지 유교공원은 남들은 셔단지 눈나 공부처리 기존 말을 위담에 비고든 조화하기 야랑 기당 상비 송지 신당 상비 투주 다루가 치마치 마리 비누바스 시비 추월을 줘 최당 최마이 넘버 제마소 교 총리빈이 이다 뒤도기 차바다 니도기 민시디 베가 카살라 고디와 민도미바 다와치 마진당 기리도 So ganz allgemein ist es hier die Dankesrede an
seine Heiligkeit Karmapa, und dass diese Art, speziell zu dieser Zeit, die Lebens- und Befreiungsgeschichte von großen Meistern wie Michel Dodge und so weiter von großem Nutzen sind, der gerade jetzt in dieser Zeit sich erweist. Und darin der Dank enthalten, dass er diese Unterweisung gegeben hat für die Nonnen und Mönche und die verschiedenen Einrichtungen und die Bitte um sein langes Verweilen und Verbleiben und Leben. Und wir möchten seine Heiligkeit darum bitten, diese Unterweisung im Frühling, diese Frühlingsdharma weiterzugeben in aller Zukunft und unser Schützer und Betreuer zu sein, als Quelle des Schutzes. Und ist der Wunsch auch, dass Kalman Karmapa und alle Kagi-Überlieferungslehrer über unserem Haupte verweilen mögen als Quelle der Inspiration. 다음 다 자세만 하면 쏘잖아. 자세만 하면. Jetzt vielleicht im Mahamudra Wunsch zu sprechen.
Sonja kasai
보세요.